Servus, hallo, ich bin Miss Britschen und heute wasche ich mir meine Haare. Ja, leck mir am Arsch, die wascht ihre Haare. Es ist ja wohl bekannt, dass sich Leute mit Dreadlocks nie die Haare waschen, weil ich soll mir das auch machen, wenn die Haare verfilzt sind. Und wo kommt man denn da hin, wenn man verfilzte Haare einfach wascht? Weil das geht ja nicht, weil wie soll man das sonst verfilzen? Das ist ja unlogisch. Siehe da, heute war mal wieder Haarwaschtag für mich und ich habe mir gedacht, weißt du was? Kannst doch eigentlich ein Video davon machen, willst du deine Haare wascht, weil herhucken und sagen, ich wasche meine Haare. Kann ich freilich, weißt, aber Beweise braucht man braucht Beweise. So, und bevor ich euch jetzt erzähle, was ich vorher im Bad so angestellt habe, wollte ich euch eigentlich bloß noch kurz sagen, mit welchem Shampoo dass ich meine Haare wasche, weil, was bei Dread schon wichtig ist, das ist einfach, dass ihr ohne Silikone wascht, weil Silikone sind Weichmacher, die machen das Haar weich und fluffig und was weiß ich. Ich meine Haare, ich habe daher vorne ein paar Lose mit Absicht, die sind immer nur sehr weich und fluffig und fein, so wie halt meine Haare sind, ne? Aber halt ohne Silikone. Und was ich halt dann auch noch habe, oder worauf ich Wert lege, worauf man wirklich Wert legen sollte, keine Rückstände. Ich nehme also sehr gerne das Balea Tiefenreinigungsshampoo. Anti-Rückstände und ohne Silikone. Und was steht noch drauf? Befreit von Styling-Rückständen und tiefenwirksam gegen Ablagerungen. Jetzt weißt du das. Vielleicht nehmen wir ein extra Dread-Shampoo oder was weiß ich für einen Scheiß. Manche mixen sich Backpulver mit Apfelessig zusammen und nehmen das als Shampoo. Das soll eine Tiefenreinigung sein. Bloß, dass halt dann deine Haare scheiß gottverdammten Essig stinken. Und ich weiß nicht, ich finde das jetzt nicht so toll. Deswegen will ich das nicht unbedingt machen. Aber gut. Ich habe da so ein Kokos-Duschgel, so eine Riesenflaschen, habe ich mir mal beim Lidl gekauft. Dann nehme ich einfach so ein Handvoll und dann rubbel ich das da oder so, damit es ein bisschen nach Kokos riecht. Warum man sich die Haare wascht, obwohl man Dreads hat, das ist ganz einfach, weil saubere Haare einfach besser filzen als ölige. Ich meine, habt ihr schon mal irgendwas in eurem Leben eingeölt und dann erwartet, dass es sich verfilzt? Nicht wirklich, oder? Also, je sauberer eure Haare, desto mehr Filz. Wenn ihr darauf Wert legt. So. Deswegen auch am Anfang, wenn ihr mit den Dreads anfangt, ist es eher ratsam, öfter eine Haare zu waschen, als einfach gar nicht. So. Ohne jetzt lange hier um den heißen Brei noch rumzureden, schauen wir sie jetzt einfach mal an, was ich im Bad so gemacht habe. Zuallererst sehen wir jetzt da ultra das Wasser auf. Das ist was ganz was, also das hat man im Leben hat man noch nie gesehen, sowas. Wart bis einigermaßen warm ist, sodass ich mir weder einen Schädel vereise noch verbrenne. Ich habe das, anstatt dass ich mich immer runterknie und dann die ganze Zeit so Kopf über habe ich einfach meinen Duschkopf da so hingehangen und benutze da so das fließende Wasser. Jetzt shampooniere ich mir meine Haare ein. Ja, ich brauche mehr Shampoo als früher, das stimmt. Aber halt einfach bloß, weil ich halt wirklich sicher sein will, dass wirklich an jeder Stelle meine Kopfhaut eben auch wirklich das Shampoo hingekommen ist. Und wenn man sehen kann, wow, leck, oh, da schäumt das Shampoo auf. Also Beweis Nummer 1, da ich habe sogar am Hirn. Beweis Nummer 1, ich schäume das Shampoo auf meinem Kopf auf. Ne? Das heißt, das wird echt, wow, das wird sauber da. Das wird sauber. So. Und jetzt, glaube ich, habe ich gerade zu meinem, genau, da soll ich jetzt schnell, habe ich zu meinem Duschgel gegriffen, das ich jetzt dann unten noch ein bisschen da so einwirke. Was man jetzt sieht, weil das nächste Mal muss ich noch ein bisschen dran üben, wo ich denn am besten mein Handy mit Klebeband an den Fliesen befestige, damit man auch ja alles im Bild hat, so, ne? Ich kann es halt leider nicht nochmal aufnehmen, also kann ich schon, aber ich wasche nicht meine Haare 5-mal bloß für euch. So, tut mir leid. Aber das Wichtigste sieht man, und zwar ist der Shampoo, so, und jetzt wasche ich das alles essen. Das ist alles auch sehr, sehr, sehr spannend, muss ich sagen. Ganz gründlich wird da alles Essen gewaschen. Ja, und das ist halt wirklich das Wichtigste, ganz ehrlich. Lieber länger Wasser laufen lassen und wirklich sicher sein, ne? Wenn sie eine Haare dann irgendwie so zusammendruckt und ich jetzt so
dann ist immer noch was drin. Also ihr werdet den Unterschied hören zwischen, oh, ich drücke meine Haare zusammen und es macht irgendein Geräusch, weil Wasser drin ist oder weil noch irgendwie Bubbelzeug drin ist vom Shampoo. Also wirklich ganz gründlich ausspülen. Wir wollen keine Rückstände oder sonst irgendwas in unseren Haaren drin, bloß weil wir 2 wollen, dass wir sich die Haare gescheit auswaschen. So, jetzt bringe ich meine Haare aus, im Prinzip wie ein Handtüchel. Man sieht es leider nicht ganz, ich probiere es jetzt noch weiter. Also ihr nehmt eine Haare so, ne? Und dann bringt ihr die aus, wie wenn ihr ein Handtüchel oder was ich aushängen wollt, bis eine, so, damit ihr so viel von der Flüssigkeit wie möglich rauskriegt. Von der Flüssigkeit, vom Wasser. So, und dann wird das alles noch ein bisschen ausgeschüttelt, damit noch mehr Wasser rauskommt, also einfach pschip, pschip, pschip. Dann nehme ich ein großes Badehandtuch, Entschuldigung, und rubbel erst einmal meine Haare und dann mache ich mir einen schicken Turban und den lasse ich dann so eine Viertelstunde, manchmal eine halbe Stunde oder sowas, lasse ich den dann drum. So, danach setze ich mich einfach auf den Badewannenrand. Im Hintergrund sieht man jetzt meinen schönen Duschkopf. Dann rubbel ich nochmal meine Haare ein bisschen, druck's ein bisschen aus, finde einen Fussel in meine Haare, wahrscheinlich von irgendeiner Strickjacken. Ja, knet meine Haare durch, wie man es halt einfach so macht mit Haaren, wie man es drucken haben will, ne? So. Schau nochmal, dass ich meinen verschmierten Mascara da aus dem Gesicht rauskriege. Wie man es halt so macht. Schau blöd und schau nochmal blöd und rubbel nochmal ein bisschen. So, also, geil. Also ihr seht, das ist alles. Also ich föhne meine Haare jetzt dann. Spoiler, ich föhne meine Haare. Aber größtenteils bloß am Ansatz. Und dann schaue ich, dass ich die Längen so gut wie möglich drucken kriege, weil erstens mal, ich glaube, ihr könnt 3 Stunden lang föhnen, wo es nicht unbedingt energiesparend ist, bis eine Haare richtig drucken sind. Die werden immer für den Rest des Tages. Also deswegen am besten in der Früh oder wann auch immer nach dem Aufstehen eine Haare waschen, damit sie nicht mit feuchten Haaren ins Bett geht, weil das feuchte Haare im Bett, das ist nicht schön. Und vor allem, das kann halt dann auch wieder, weißt du, wenn irgendwas konstant nicht drucker wird, das kann dann wirklich dazu führen, dass das sich, was weiß ich, das schimmelt. Es ist einfach so, wenn meine Haare nie drucker werden und immer konstant feucht, ich meine, ihr wisst, was passiert, wenn irgendwas immer konstant feucht ist, ne? Dann schimmelt es halt einfach. Das ist bei den Haaren nicht anders. Und was ich jetzt da mache, das ist halt einfach wirklich, ich föhne hauptsächlich mein Ansatz, weil ich das auf dem Tod nicht ausstecke, wie mein Ansatz dann irgendwie die meiste Zeit nur so nass ist und so feucht. Da fummel ich noch an 2 Dreads umeinander, die ich jetzt letztes Mal aufgemacht habe und nochmal, also beziehungsweise 1 Dread aufgemacht und 2 gemacht, deswegen ist die am Ansatz noch nicht so verfummelt, wie das sein soll. Und ansonsten schaue ich halt genau in dem Schritt auch, dass ich immer einzeln meine Dreads umeinander lege, damit halt die einfach am Ansatz her nicht zusammenfülzen oder sonst irgendwas. Das ist eigentlich so das Einzige. Dann nehme ich nochmal das Handtüchel zur Hilfe. Was heißt das? Das nehme ich im Prinzip hinten als Schutz, dass wenn ich jetzt da mit dem heißen Föhn oder mit der heißen Luft halt hingehe, dass ich mir meine Potion nicht verbrenne. Das ist eigentlich alles. Ja, und das dauert halt einfach so seit Zeit lang. Das ist, ja, das dauert. Das dauert halt wirklich. Und wie gesagt, also ganz wichtig ist, dass die Haare wirklich drucker werden, bevor sie, also auch nicht zu einem Zopf machen oder sonst irgendwas. Ich meine, ihr wisst mit normalen Haaren schon, wenn sie eine Haar in den Zopf flechtet, nachdem die nass sind, die brauchen ewig, bis die drucker sind. Also brauchen um einiges länger zu trocknen, also wenn die Haare einfach offen sind. Genauso ist es mit Dreads. Ich meine, das ist im Prinzip wie lauter kleine Zipferle so ungefähr und das dauert halt einfach länger, um die zu trocknen. Wie gesagt, also ich föhne meinen Ansatz, weil ich das nicht mache und dann schaue ich halt, dass ich meine Haare so trocken wie möglich kriege, dass sie nicht mehr tröpfeln. Weil die fangen immer unten an, dann noch, dass sie ein paar kleine Tröpfchen verlieren und dann sitzt man da, hat Haar nach hinten, dann wird das T-Shirt ganz nass, weil es überall tröpfelt und sonst irgendwas. Und das ist halt einfach bis zu dem Punkt föhnig. Die sind dann immer noch feucht, die, wenn man anlangt, merkt man immer noch, ich merke es jetzt auch noch, obwohl es schon wieder ein paar Stunden her ist, man merkt dann immer noch, ja, ne, da ist eine gewisse Restfeuchte drin, aber es tröpfelt nicht mehr. Punkt. Und vor allem jetzt im Winter ist, glaube ich, sowieso gescheiter, wenn man seine Dreads ein bisschen schneller, ne?
Drucker kriegt wie im Sommer, weil wenn man dann mal Assi geht und dann im draußen mit nasse Haare ist vielleicht nicht so toll. So, was ich jetzt da noch mache, weil ich ja die zwei Dreads, weil die am Ansatz noch nicht so verfilzt sind, ich nehme die einfach und mache so diese Palm-Roll-Methode, also zwickt man im Prinzip ein Dread da zwischen die Hände ein, nehme dann das auch und dann drehe ich das einfach so eine Zeit lang und damit kann man das auch unterstützen, dass die Haare filzen. So, das war's eigentlich. Das war mein Haarwaschvideo. Wahnsinn, ich habe mir meine Haare gewaschen. Und ich werde es wahrscheinlich wieder tun in ein paar Tagen. Wie man es halt so macht, wie man ein Mensch ist, der sich ein bisschen etwas um seine Körperhygiene schert. Ja, also, bis zum nächsten Mal, meine Leute. Macht's es gut. Servus, Baba. Tschüss. Baba. Baba, Servus, Tschüss, Baba, Servus, Baba, Baba, Baba. Baba, 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 was soll denn eigentlich mit dem Ding? Bin ich ein Matros oder was? Glaubst du das? Tschüss.